Hallo zusammen, wir haben jetzt 2 Missionen. Erste Mission: Weihnachtsbaum schmücken. Mission 2: euch erzählen, an was man eigentlich alles so denken muss, wenn man eine Weltreise vorbereitet. Wie so eine Vorbereitung auf eine Weltreise kann aussehen, zeigen wir euch heute an unserem Beispiel. Eigentlich ist es ganz klar, am Anfang von so einer Weltreise steht sicher bei jedem Mal einfach der Traum, so etwas zu machen. Wir wissen, es gibt natürlich viele Leute, die diesen Traum mal haben und denken, die mache ich dann vielleicht mal, wenn ich irgendwie pensioniert bin oder so. Und eigentlich ist das wirklich so etwas, wenn man sich das vorstellt, das ist einfach so etwas Grosses, so wie mal im Lotto gewinnen oder so, wo man nicht denkt, dass man das wirklich vielleicht mal machen kann. Man hat vielleicht einen Traum, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass das möglich ist. Bei uns war es so, das erste Mal, wo wir mit dem Gedanken in Kontakt gekommen sind, eine Weltreise zu machen, war etwa vor 4 Jahren, als wir in Australien waren, auf unserer ersten grossen Reise. Dort haben wir nämlich auch das erste Mal Leute getroffen, die tatsächlich auf Weltreise waren. Und durch das haben wir dann auch vorstellen, dass das halt wirklich etwas ist, was man machen kann, dass das möglich ist, auf so eine grosse Reise zu gehen. Bis wir dann aber den Schluss gefasst haben, auch so eine Weltreise zu machen, sind weitere 2 Jahre vergangen. Sobald wir uns dazu entschieden haben, haben wir uns Gedanken gemacht, so, wann soll es losgehen, wie lange werden wir unterwegs sein, wo soll es durchgehen und was darf das Ganze kosten. Zum Ersten, wann soll es losgehen? Da war bei uns klar, dass wir eigentlich so schnell wie möglich gehen, nachdem wir beide unser Studium abgeschlossen haben. Weil es war ja klar, dass wir wahrscheinlich nie mehr so ungebunden sind wie dann, also was so Job und so anbelangt. Und darum haben wir uns eigentlich schon recht bald gesagt, wir arbeiten darauf hin, dass es dann nach dem Studium möglichst schnell losgehen kann. Zum Punkt, wie lange soll es gehen, bzw. wie lange werden wir unterwegs sein. Dieser Punkt ist ein grosser Teil von unserem Traum, also Zeit bzw. Reisedauer. Wir lassen es uns offen. Wir haben jetzt mal gesagt, ja, ein Jahr, wahrscheinlich ein bisschen länger, mal schauen, einfach so lange, wie halt es finanziell reicht. Und auch solange es Spass macht, genau. Ja. Das ist einfach, glaube ich, das pure Gefühl von Freiheit, wenn du auch mal unterwegs bist und noch nicht kannst sagen, wenn das ein Ende wird. Halt. Der dritte Punkt, aber fast der spannendste, wodurch geht es? Das ist natürlich, es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt ist so gross. Und ich glaube, da gibt es grundsätzlich so etwa 2 Arten, wie man das angehen kann, wenn man auf so eine Weltreise geht. Variante 1 ist, macht sich wirklich im Vornherein schon genau Gedanken darüber, welche Länder das man sicher besuchen will und legt dann mehr oder weniger eine fixe Route fest. Man tut vielleicht sogar ein Round-the-World-Ticket buchen, wo die schon ein bisschen abfliegen und überlegt sich auch schon konkret, wie lange man dann an den einzelnen Orten verbringen will. Wir haben uns aber bewusst gegen diese Variante entschieden und haben dann lieber gesagt, wir machen es so, dass wir einfach mal einen Startpunkt auswählen, was jetzt bei uns Sri Lanka ist, und dann einfach uns von dort her treiben, dass wir auch ein bisschen darauf eingehen können, was uns andere Reisende erzählen, was ihnen besonders gut gefallen hat, oder auch, dass wir so die Spontanität, die für uns halt ganz ein wichtiger Teil auf dieser Reise ist, dass wir uns den auch erhalten können. Genau. Dann zum letzten Punkt, wie viel darf das Ganze kosten? In unserem Fall ist das ganz einfach. Wir gehen mit dem, was wir haben. Genau. Wir sparen einfach alles zusammen, was wir können. Wir haben alles verkauft, was wir nicht brauchen. Wir gehen auch mit dem Geld, das wir haben, bis zur Abreise und werden dann sehen, wie lange das reicht. Dazu unser Reisebudget, das steht jetzt bei etwa 30'000 Franken, aber für beide zusammen. Und wir rechnen eigentlich damit, dass das uns gut für das erste Jahr reichen. Mach's gut. Ich dachte, die Spinnen, die sagen, nein.
Dazu werden wir aber sicher auch mal noch ein eigenes Video dazu machen, wie wir uns das Ganze finanzieren und wie wir mit diesen 30'000 Franken durchkommen. Sobald wir uns über diese Punkte im Klaren waren, haben wir uns konkreter Gedanken gemacht, wie das Ganze weitergehen soll. Was passiert mit unserem Job und mit unserer Wohnung? Was die Jobfrage anbelangt, war bei uns relativ einfach. Wir haben eigentlich von Anfang an geschaut, dass wir auch eine temporäre Stelle haben, die genau bis dann geht, wenn wir auf Weltreise gehen. Und darum haben wir in dem Sinne auch nicht kündigen, weil es eigentlich klar war, wenn wir so lange unterwegs sind, geht das fast nicht anders. Also so lange unbezahlt Urlaub nehmen geht das nicht. Darum haben wir jetzt eigentlich einfach bis dann gearbeitet. Aber man könnte natürlich auch einfach kündigen und dann schauen, dass man nachher wieder einen Job bekommt. Wir haben noch jemanden kennengelernt, der das so gemacht hat. Und dann zu der Wohnung. Da war es bei uns auch so, weil wir halt relativ früh gewusst haben, wenn wir gehen, haben wir einfach geschaut, dass wir unsere Wohnung auf dem kündigen. Dazu gab es aber natürlich auch die Option, wenn man jetzt eine Wohnung hat, die man nicht aufgeben will, nicht kündigen will, dass man sich für die Zeit, wo man unterwegs ist, einen Untermieter sucht. Ein halbes Jahr bevor die Reise losgeht, kommt man etwa das unangenehmste Thema vom Ganzen. Der ganze Papierkram. Der Marathon durch die verschiedenen Ämter. Was macht man mit Versicherungen? Was macht man mit den Steuern? Was macht man mit dem Wohnsitz? Das war auch bei uns so. Das war wahrscheinlich der unangenehmste Teil des Ganzen. Ewig lang hin und her gesäckelt zwischen den einzelnen Ämtern. Und zu dem kann man einfach sagen, es hängt natürlich auch wieder davon ab, wie lange wir auf Reisen sind. Grundsätzlich kann man in der Schweiz sagen, dass wenn man weniger wie 12 Monate unterwegs ist, dann lohnt es sich eigentlich nicht, sich so abzumelden. Dann ist es wahrscheinlich das Beste, wenn wir die Wohnung kündigt, dass man den Wohnsitz vielleicht einfach zu den Eltern oder sonst zu jemandem verleiht, aber weiterhin in der Schweiz angemeldet ist. Sobald man aber länger wie ein Jahr unterwegs ist, ist es rein gesetzlich gesehen eigentlich sogar Pflicht, dass man sich abmeldet. Und ja, in unserem Fall hat das sowieso auch Sinn gemacht, weil ich hätte weiterhin Militärdienst leisten musste. Und klar kann man mit Dienstverschiebungsgesuch immer etwas machen, aber es ist halt dann schon relativ kompliziert und mühsam, weil man ja weiss, wie sie am Militär, gerade wenn der Grund, wieso dass man nicht gehen soll, einfach irgendwie eine Ferien oder Reisen ist. Darum war bei uns das Einfachste, weil wir sowieso länger gehen wie ein Jahr, dass wir uns beide abmelden und dass ich auch gerade beim Militär Auslandurlaub beantragen kann. Da wir uns beide abgemeldet haben, können wir auch nicht mehr bei unserer Krankenkasse versichert bleiben, weil sie uns nicht wollen. Es kommt auch uns zugute, dass wir uns jetzt für eine Versicherung von SCA Travel in Zusammenarbeit mit der Allianz entschieden haben. Das kostet nur ein Drittel von der Grundversicherung in der Schweiz und sind trotzdem super abgedeckt. Circa 3 Monate vor der Abreise ist sicher auch wichtig, sich um die Visa zu kümmern, Visa beantragen, schauen, wo gelten welche Bestimmungen und Impftermine abmachen. Weil es gibt immer noch ein paar Impfungen, ausser dass wir mal wirklich schon umreisen. Je nachdem sind wir schon abgedeckt, aber bei uns im Fall müssen wir wirklich ein paar Impfungen noch machen, weil es die halt einfach wir die noch nicht hatten. Zum Beispiel beim Gelbfieber ist so ein Beispiel. Genau. Viele Länder lassen euch gar nicht erscheinen, wenn ihr nicht gegen Gelbfieber geimpft sind. Das haben wir vorher auch nicht gewusst. Ja. Aber ja, für da geht man natürlich dann auch zum Tropenarzt, wenn man in so Länder geht. Ihr seht, es gibt wirklich extrem viel zu beachten, wer auf so eine grosse Reise will gehen. Das soll uns aber nicht abschrecken, muss sagen, obwohl es viel Nerven gekostet hat, teilweise. Da die eine oder andere Krise gegeben hat. Ja, hat es wirklich Spass gemacht und es ist unglaublich spannend, so eine Reise zu planen und gehört halt einfach auch dazu. Natürlich sind das auch nur die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in dieser Vorbereitungszeit. Wir werden sicher später während der Reise auch noch mal ausführlicher Feedback dazu geben, wie sich so die einzelnen Entscheidungen, die wir jetzt gemacht haben, ausgewirkt haben. Sicher auch Feedback, was wir vielleicht anders machen würden. Und ja, an was wir vielleicht lieber, also was gut gewesen wäre, wenn wir schon früher daran gedacht haben. Ja, das sind dann halt alles Sachen, die wir erst beim Reisen selber werden erfahren. Falls ihr jetzt aber gleich noch Fragen habt zu unseren Vorbereitungen oder sonstige Fragen, dann schreibt sie ungeniert unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat,
gebt doch einen Daumen hoch. Wir würden uns freuen. Und ja, wenn euch die Art von Video gefallen hat, so ein bisschen mehr informativ auch, wie das Ganze könnte aussehen, dann gebt doch ein kurzes Feedback. Dann werden wir in Zukunft auch schauen, dass wir vielleicht öfters ein bisschen so etwas machen können. Jetzt wünschen wir euch aber noch eine schöne Adventszeit, schöne Vorweihnachtszeit. Genau, geniessen. Geniessen es. Und Also viel Gutzeit, trinken viel Glühwein. Viel Punsch, wir haben auch schon viel davon gehabt. Ja, und haben eine gute Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Macht's Tschüss. gut.